SRF Audio. Also Simon, wenn ich da so auf den Roman schaue, der vor uns liegt, dann habe ich das Gefühl, in dieser Episode da wird es emotional, leidenschaftlich, gefühlsbetont, gefühlsschwanger. Täusche ich mich? Let's talk about feelings, hä? Ja, das ist der Titel. Ein Stück weit täuschst dich, glaube ich, schon, ja, weil es geht auch fest um die Abwesenheit von Feelings, von Gefühlen in diesem Buch. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so ein bisschen als Aufforderung zu verstehen, ja. Der Autor ist der deutsche Leif Randt. «Let's talk about feelings» heisst das Buch. Wie in der Schule früher. Was für eine Note gibst du? 1 bis 6? 5, 3. Auf den Zettel genau ausgerechnet, du Streber. Leif Randt, den Namen habe ich zum ersten Mal gehört vor ein paar Jahren, wegen seinem Roman «Allegro Pastel». Der hat dort mal sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Er war nominiert für den Leipziger Buchpreis. Er war dann auch auf der Longlist vom Deutschen Buchpreis. Ist das ein Buch, das auch wieder zu reden geben wird? Was sagst du? Es ist vielleicht ein bisschen ähnlich gelagert wie Allegro Pastel. Das war ja eine Art Generationenporträt von Leuten um die 30. Und jetzt ist es, also man kann vielleicht fast sagen, es ist das ein bisschen weiterdenkt, einfach 10 Jahre später. Jetzt geht es nämlich um Leute um die 40. Ob es zu reden geben wird wegen dem Buch, weiss ich nicht. Aber es werden sicher viele Leute lesen, einfach weil man den Leif Randt jetzt schon kennt. Und was mit dem Inhalt passiert, mal schauen. Also ich bin gespannt auf das Buch «Leif Randt, Let's talk about feelings». Das hast du, Simon, ausgewählt und du stellst es uns vor. Ich stelle dir ein paar Fragen in dieser Episode von Literaturclub 2 mit Buch. Ich bin der Felix Münger. Und ich, der Simon Lüthold. Also, sagen wir mal, das haben wir fast immer am Anfang. Wir müssen ein bisschen wissen, um was das geht. Was ist der Inhalt? Bitte in brief. Also in dem Buch «Let's talk about feelings» geht es um einen Mann namens Marian Flanders. Der ist Anfang 40, dem gehört ein Kleiderladen in Berlin, in Schöneberg, wo er teure, schlichte, hochwertige Kleider vor allem für Männer verkauft. Marian, seine Mutter, war in den 80er Jahren ein ikonisches Model gewesen. Sein Vater war Fernsehmoderator von den Tagesthemen. Und dann gibt es noch so ein bisschen Patchwork-Familie, ein paar Halbgeschwister. Seine Halbschwester ist Musikproduzentin und DJ, sein Halbbruder ist Politiker. Und das Buch fängt damit an, dass die Mutter von Marian, also die mal Model war, die ist gestorben und es gibt eine Trauerfeier auf einem Partyschiff auf dem Wannsee in Berlin. Und grob gesagt geht es dann im Buch um das Jahr nach dieser Trauerfeier, wie der Marian Flanders das erlebt. Und das Interessante daran ist, selbst laut dem Autor, dem Leif Randt selber, ist der Marian Flanders eigentlich die langweiligste Figur im Buch. Schon, also lange bevor ich wirklich daran geschrieben habe, hat mich so diese Konstellation aus, okay, das ehemalige Model, der Nachrichtensprecher, die Kinder aus zweiter Ehe, eigentlich das Ensemble stand im Vordergrund. Und dann hat sich schreibend dahin entwickelt, dass ich aber eigentlich die langweiligste Figur ins Zentrum stellen wollte. Also Marian ist halt der mittelalte weiße Mann, der familienlos auf eine Art schon durchaus ästhetisch visiert und ich meine in meinen Augen auch sympathisch, aber so ein bisschen verloren und in gewissem Maß auch einsam. Ich denke, jemand, der sehr super viele Leute kennt, aber wenige enge Bezugspersonen hat. Also 2 beste Freunde kann man festhalten, dann gibt es gescheiterte Beziehungen bzw. beendete Beziehungen, Ex-Freundinnen und halt einen großen Strauß an Leuten, die man lose kennt. So, auch so ein bisschen so eine urbane Persönlichkeit, was ja auch häufig ist, dass man, wenn man irgendwie in einer Großstadt lebt, sehr, sehr viele Leute kennt oder wenn man länger in einer Großstadt lebt, sehr viele Leute kennt, sehr viele Lose und dann die verbindlichen Kontakte sind vielleicht weniger, als wenn man irgendwie in einer Dorfgemeinschaft lebt. Und dann, genau, dann war bei Marian fand ich, das ist eigentlich dann das Bindeglied zwischen all diesen interessanten Figuren aus der Familie. Ich hatte dieses Thema Verlust und Trauer und Neubeginn so in der Mitte des Lebens. Und Marian happened to be the character. Also das ist wirklich so eine verlorene, isolierte Gestalt. Der Marian ist übrigens noch lustig, der Name Marian. Gerne gewusst, dass es Männer- oder Bubennamen gibt. Ja, hat mich auch überrascht, aber scheint der Fall zu sein. Also der Marian, jetzt komme ich auch daraus, was du am Anfang gesagt hast mit den Gefühlen, oder? Also der hat offenbar gar nicht so Zugang zu seinen Gefühlen. Darum redet er vielleicht über seine Gefühle, weil es ist ja alles so ein bisschen im lauwarmen Bereich, hat man den Eindruck. Und darum ist er auch ein Langweiler. Ja, nicht nur über Gefühle zu reden, hat er sich abtrainiert, sondern auch
eigentlich grosse Gefühle überhaupt zu empfinden. Also das wirkt, wenn man ihn so beobachtet, wie er durchs Leben geht in dem Buch, alles wie so ein bisschen in Watte gepackt. So, seine Grundhaltung im Leben ist, es ist normal oder es ist okay, aber mehr ist es ganz sicher nicht und weniger ist es, muss man sagen, zum Glück auch nicht. Irgendwie hat er sich so eine freundliche, distanzierte Haltung zu allen antrainiert, aber eben auch zu sich selber. Also er ist eigentlich ein Beobachter. Und es passt ja auch dazu, dass da sehr viel auf Äußerlichkeiten eingestellt ist in dieser Familie. Also die Mutter ist Model, der Vater Nachrichtensprecher, auch da muss man sich zeigen und präsentieren. Er verkauft Kleider. Der Bruder ist Politiker. Ja gut, der eine ist noch DJ. Seine Halbschwester ist DJ, ja. Aber es ist natürlich genau das, was du ansprichst, oder? Also seine beiden Eltern, die haben beide einen Beruf gehabt, professionell angeschaut werden eigentlich. Und sein Beruf als Kleiderverkäufer ist ein bisschen das Umgekehrte davon, nämlich professionell darauf schauen, wie Leute sich anlegen oder auch wie Leute sich geben und sich dann überlegen, was würde zu denen passen. Und dazu habe ich auch eine erste Lesestelle dabei, wo man den Blick, der wirklich, wie du sagst, sehr, sehr aufs Äußerliche fokussiert ist, einmal so ein bisschen erlebt. Weil niemand sein angeborenes Aussehen verdient hatte, war es auch selten richtig, dieses lobend hervorzuheben. Marian lobte immer nur die Kleidung, die jemand trug. Farben, Silhouetten, Materialien. Eine Ausnahme machte er lediglich bei Personen, die operativ etwas an ihrem Aussehen verändert hatten. In den seltenen Fällen, in denen ein Kunde mal mit einem stark geglätteten Gesicht oder einem deutlich korrigierten Haaransatz in seine Boutique zurückkehrte, gratulierte Marian immer: »Du siehst super aus heute.« Auch wenn er in manchen Fällen dachte, dass der weitgehend naturbelassene Look von davor letztlich besser und vielleicht sogar jugendlicher gewirkt hatte, schätzte er es doch sehr, wenn sich jemand auf diese Weise nach vorne wagte. Um das Jungsein im engen Sinne, davon war Marian überzeugt, ging es in diesen speziellen Fällen ja nur bedingt. Mit ihren maskenhaften Gesichtern und den überexakten Haaransätzen erzählten die Schönheitsoperierten vielmehr, dass sie ihr biologisches Alter nicht akzeptieren wollten, dass sie Charaktere waren, die kämpften und träumten und niemals aufgaben. Ja, so kann man es auch sehen. Ich meine, Falten im Gesicht können ja auch ein Zeichen von Weisheit und Lebenserfahrung sein, aber das zählt in dieser Welt von dem Marian und wahrscheinlich recht verbreitet in unserer Gesellschaft nicht besonders viel. Ja, auf jeden Fall. Also man merkt, oder der ist wirklich, der schaut und denkt sich dabei etwas, aber wirklich etwas nach aussen tragen oder wirklich etwas empfinden, das ist ihm irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen. Ja eben, und es ist auch noch typisch sein Alter, oder? Der ist ja so um die 40, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da redet man ja von einer gewissen Lebensklippe, oder? Man ist definitiv nicht mehr jugendlich, eben die Alter kommen. Man redet auch dann, glaube ich, von den Middle-Ager. Das ist ja auch ein Alter, das in der Literatur nicht so breit behandelt wird. Also es gibt eine Schweizer Autorin, Maja Peter, die hat genau auch das Alter zum Thema gemacht, wenn du nicht wärst. Und da geht es dann darum, dass die Figuren sich alle neu suchen und auch in einem urbanen Umfeld neu definieren müssen. Also das ist das Thema, die Lebensklippe um die 40 Jahre. Ja, das ist eindeutig ein Thema. Das ist auch interessant, dass du jetzt von der Maja Peter redest, weil das ist, glaube ich, wirklich vergleichbar auf eine Art, mindestens vom Setting her. Also der Marian, der erlebt auf eine Art ein zweites Erwachsenwerden. Und ausgelöst wird das durch den Trauerprozess um seine Mutter, weil die ist gestorben. Und dann passiert halt in dem Jahr einiges. Also sein Laden läuft nicht so super gut, da muss er sich Gedanken machen. Dann geht er auf Reisen mit seinem besten Freund, der heißt Pete. Die reisen auf Rügen und auf Japan. Er geht dann auch mal noch alleine, zieht sich so ein bisschen in die Ferienwohnung von seinem Vater zurück. Könnte man auch sagen, da hat er vielleicht doch so etwas wie ein Burnout oder eine kleine Depression, wo er sich selber nicht eingesteht und dort aber hingeht und das ein bisschen verarbeitet. Er lebt also auch fast ein bisschen einen Eskapismus und dümpelt so ein bisschen vor sich an, bis er dann, das passiert ungefähr in der Mitte vom Buch, eine Filmemacherin trifft, zurück in Berlin. Das ist so eine Independent-Filmerin, die bei ihm in den Laden hineinläuft. Und er ist irgendwie gerade fasziniert von der und verliebt sich dann in der Folge in die. Und dort merkt man, aus dem Verliebtsein heraus fängt so etwas wie ganz eine sanfte,
zweite Teenagerphase an. Also Midlife Crisis. Ja, aber eben nicht unbedingt Crisis, sondern der Leif Rand nennt das Coming of Middle Age, also in Analogie zum Coming of Age, wenn wir junge Erwachsene werden, sind das jetzt die Erwachsenen, die lernen müssen, mittelalt zu werden, irgendwie. Coming of Middle Age, das habe ich jetzt auch noch gar nie gehört. Aber ja, tönt gut. Also auf jeden Fall ist es auch laut dem Leif Rand ganz klar ein Wendepunkt, wo der Marianne in seinem Leben sich daran befindet. Diese Erzählung von der Midlife Crisis, oder dann würde der Psychologe Jung sagen, wurde mir in den letzten Monaten bezeichnenderweise auf YouTube vorgeschlagen, so Jungs Theorie davon, dass das Leben bis 40 nur eine Versuchsanordnung ist und dann beginnt das eigentliche Leben. Man probiert nur aus bis 40 und dann beginnt man wirklich. Das wäre sozusagen die positive Wendung, was sonst so im Neoliberalismus vielleicht dann als Midlife Crisis gebrandmarkt ist. Und dann die Wende, okay, wenn man diese Phase, jetzt ist die Hälfte des Lebens mutmaßlich vorbei, als Chance zu begreifen, dann ist es ja auch so ein Wendepunkt, wie vielleicht das Teenage ein Wendepunkt sein könnte. Insofern ist die Analogie, glaube ich, zwischen Teenage und Coming of Middle Age total naheliegend. Und so stelle ich mir das auch bei Marian vor, dass er in so eine Phase gerät, zwar nur mit niedrigen Amplituden, weil er eben diese niedrige Amplitudenpersönlichkeit ist, aber eben doch, die Dinge ändern sich. Ja, ist wieder ein schönes Wort. Niedrig amplitudige Persönlichkeit. Der Leif Rand ist tatsächlich da ein sehr kreativer Sprachschöpfer. Ich frage mich einfach, kommt das gut aus? Er ist ja ein super Langweiler. Und kann man denn aus sich rauskommen in der Middle Age? Ja, also natürlich, der findet sich nicht komplett neu. Ich glaube, da verrate ich jetzt auch nicht zu viel. Aber es ist dann doch so, also man merkt, da setzt sich schon etwas in Bewegung. Und bei mir hat sich halt beim Lesen, je länger, desto mehr auch die Frage wirklich aufdrängt, warum ist der eigentlich so ein Langweiler? Was ist mit dem passiert, dass er sich das so abgewöhnt hat mit diesen Gefühlen? Wie eben, also die Frage, die wir vorher schon kurz darüber geredet haben, welche Rolle spielen eigentlich seine Eltern, vor allem seine relativ dominante Mutter, die einfach so bekannt war, dass halt auch er, weil er den gleichen Nachnamen hat wie sie, immer eigentlich als erstes auf sie angesprochen worden ist. Es ist gar nicht so wirklich um ihn gegangen. Das heisst, er hat halt irgendwie gelernt, sich so ein bisschen selber im Hintergrund zu halten die ganze Zeit. Was für eine Rolle spielt die ganze Welt rundum? Spielt die Gesellschaft, spielen Smartphones, soziale Medien, die relativ prominent vorkommen in dem Buch. Also ich bin sehr stark ins Psychologisieren hineingekommen, relativ schnell. Und habe dann den Leif Rand nach dem auch gefragt. Ich habe auch Thesen aufgestellt, 2 Thesen. Ich habe nämlich gesagt, erstens, diesen Figuren im Buch, insbesondere an Marianne, denen geht es nicht so gut, wie sie sich selber vielleicht einreden. Also Selbsttäuschung ja. Als Überlebensprinzip. Zum Beispiel, genau. Das war die erste These. Die zweite These, die machen das, oder es ist so, dass es ihnen nicht so gut geht, weil es ihnen eigentlich zu gut geht, also weil sie keine echten Probleme haben, wo sie sich wirklich daran reiben müssen, dann können sie sich so ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass es eigentlich alles ganz okay ist. Und dann weiter gesagt? Ich kann beiden was abgewinnen. Also ich bin da auch sozusagen selbst im Nachdenken drüber. Ich glaube noch, was man noch ergänzen könnte über die Überlegung, warum ist Marian so, wie er ist. Klar, einerseits die Beobachtung durch die Eltern, dann dieses als Einzelkind den Ort wechseln, als Teenager in die nochmal beobachtungsintensivere Welt von Berlin zu gehen, plus als Millennial auch in die dann total aufkeimende Selbst- und Fremdbeobachtung durch die Digitalisierung zu gehen. Also diese Kombination aus Beobachtungslayers, das ergänzt sich sozusagen. Und dann ist es noch sein Beruf geworden, Kleidung für andere Leute oder in erster Linie für sich selbst und dann die Kleidung, die ihm gefällt, in seinen Laden zu bringen und andere Leute damit auszustatten. So steigern sich die Sehnsucht danach, ein stimmiges Bild abzugeben, ist größer als die Sehnsucht danach, ein stimmiges Gefühl in sich zu tragen. Ja, und da spricht er natürlich schon einen gesellschaftlichen Trend an, also der Leif Rand. Und jetzt sind wir wieder dort, wo wir schon am Anfang sind, dass er ja oft in seinen Büchern, eben auch in dem letzten, wo man schon bereits erwähnt hat, dass Allegro Pastel eigentlich eine Gesellschaftsanalyse macht auf literarische Art und Weise. Und du hast doch gesagt, jetzt ist es einfach 10 Jahre später. Ich habe ja den Autor eben nur einfach, ja, ich habe noch nie etwas gelesen von ihm und kennengelernt, weil er da von sich Reden gemacht hat. Ich habe jetzt da vorher noch ein bisschen nachgeschaut.
angeschaut. Er hat da in verschiedenen Genres publiziert. Er hat einmal Science Fiction sogar gemacht. Und das Markenzeichen ist, glaube ich, schon, dass die Gesellschaft und auch die Popkultur ihn immer wieder umtreiben. Also, dass er dann auch, zum Beispiel mit Markenartikeln und so weiter schafft. Und jetzt hat er das Lebens- und Liebesgefühl von Allegro Pastel hat er jetzt offenbar übertragen in den neuen Roman «Let's Talk About Feelings». Also, da ist schon eine Linie drin. Ich sehe die Linien auch, ja. Also der Leif Randt wird vom Verlag sehr vollmundig als Erzähler einer Generation bezeichnet. Also das ist ein starkes Statement, oder? Und es hat mich dann schon echt so ein bisschen Wunder genommen, ja, wie viel davon kann man jetzt eigentlich herauslesen? Kann er dem gerecht werden? Und ich habe dann das Buch auf das hier mal noch ein bisschen durchgestrählt und gemerkt, ja, es ist eigentlich sehr viel Gegenwart da drin. Und zwar finde ich, er macht das auf eine relativ interessante Art, indem er nämlich die Geschichte, also die Welt, wo der Marian und seine Familie drin leben, die ist so ganz ein bisschen entrückt. Das ist nicht 1:1 die deutsche Realität von jetzt, sondern es ist ein bisschen in der Zukunft und die politische Situation ist auch ein bisschen anders. In den USA ist nämlich der Bernie Sanders Präsident geworden. Ja, das ist aber jetzt schon fast ein Scherz. Ja, es wirkt dramatisch anders. Ähnlich dramatisch anders ist es in Deutschland. In Deutschland ist nämlich gerade eine linke Partei total auf dem Vormarsch. Und dann gibt es aber einen interessanten Mix. Also es werden zum Teil Politiker und Politikerinnen genannt im Buch, was es tatsächlich gibt. Zum Beispiel der deutsche Ex-Vizekanzler Robert Habeck. Der kommt vor. Andere Namen gibt es nicht. Also es ist alles, kommt da durcheinander, Sachen, die es gibt und nicht gibt. Aber was anders ist, in dieser bisschen verschobenen Welt ist einfach viel ein bisschen okayer als in der Welt, wie wir gerade drin leben. Und natürlich kann man daraus auch Rückschlüsse darauf ziehen, was dann jetzt in unserer Welt gerade alles könnte am Schieflaufen sein. Ja, denke mir, ein spannendes Verfahren, um eigentlich auch unsere Welt, wo eben vieles aus der Fuge geraten, um das Brennglas zu heben. Das ist wie so ein Spiel mit Utopie und Anti-Utopie. Ja, weil dann eben genau so etwas passiert, oder man merkt, die Welt ist anders und das ist alles im Hintergrund. Das ist nie vordergründig, die ganzen politischen Sachen. Man merkt einfach, das ist Teil von der Gesellschaft, wo das drin spielt. Und erst im darüber nachdenken, was eigentlich da hat müssen verändert werden, fängt es an, richtig spannend zu werden. Und ich habe den Leif Randt gefragt, wo dann eigentlich der Reiz drin liegt, die kleinen Verschiebungen zu machen. Ich wollte technologisch im Hier und Jetzt sein, weil ich denke, dass der Stand der Digitalisierung einfach den Alltag so stark prägt und das Bewusstsein so stark prägt. Also mit welchen sozialen Medien konfrontiert man sich, und wollte eigentlich eine Welt mit TikTok und Instagram auf jeden Fall erzählen. Aber ich wollte nicht die leitenden Diskurse der Berliner Gegenwart bedienen, im Sinne von Debatten über den Nahostkonflikt und das Bedrohungsszenario durch Russland. Das wollte ich gerne außen vor lassen, um diese Familiengeschichte in Fokus zu stellen. Sonst wäre man schnell in die Verlegenheit gekommen, wenn man das Buch im Jetzt verortet, dass man so was Zeitdokumenthaftes schreibt. Dann ist es so sehr verortet in der Zeit. Klar, es ist in diesem Jahr erschienen, aber ich hatte schon Lust, dieses Buch als Rückzugsort zu begreifen, in dem ich mich ja auch zu gewissem Maß auch tröste. Also diese Geschichte aus einer slightly besseren Realität zu erzählen. Nicht im Sinne von die totale Utopie, wo die Probleme gelöst sind, sondern diese leichte Verschiebung zu machen, dass man sich vor Augen führt, es könnte alles leicht auch etwas besser sein. Interessanterweise hat er ja da schon auch eine politische Dimension, wie du vorher gesagt hast. Also da hast du gesagt, eine Linkspartei, da hast du so in einem Nebensatz gesagt, setzt sich da durch. In Deutschland, ja, also das hat er mir auch noch ein bisschen konkreter auseinandergesetzt in unserem Interview, wie das dann da aussieht und wenn er sich das vorstellt. Das können wir auch noch hören. Das sind dann so kleine Stellschrauben, bei denen es mir Spaß machte, darüber nachzudenken, wie es anders hätte laufen können auch, dass dann, klar, 2013 wurde die AfD gegründet, noch um die D-Mark zu retten. Warum hätte man nicht, und daraus wurde dann diese rechtsradikale Bewegung, die leider einen starken Einfluss gewonnen hat. Warum hätte nicht einfach stattdessen 2016 eine Partei gegründet werden können, die sich vor Augen führt, dass die technologische Entwicklung die Demokratie verändert und man sollte das angehen und für sich zu Nutzen machen, beziehungsweise eine Partei gründen, die sich bewusst macht, wir können die technologischen Fortschritte, die Digitalisierung nicht einfach so passieren lassen, sondern müssen uns offensiv damit auseinandersetzen.
und das zum Parteiprogramm machen, dass wir gucken, wie können wir die Demokratie, die Teilhabe dadurch verbessern. Und dann nennen wir uns Progress und wir sind Progress 16 und diese Partei macht dann macht in den Unruhen der 10er Jahre eine steile Entwicklung und wird dann 2022 eben die stärkste Partei. Warum nicht? Ich meine, das sind solche Sachen, die machten einfach Spaß zu belegen, genauso wie es mir Spaß machte, mir viele weibliche Star-Designerinnen auszudecken, die im Laden von Marian verkauft werden und deren Klamotten ich immer so vom inneren Auge hatte und dachte, die hätte ich jetzt auch gerne. Also es geht, da hat er vorher gesagt, nicht unbedingt darum, eine utopische, perfekte Welt zu schaffen, aber doch eine, die so ein bisschen besser ist. Und das politische Programm, wo jetzt die Progresspartei, die er im Roman bringt, vorschlägt, die hat ein anderes Programm als die AfD, wo rechts aussen steht. Ich frage mich gerade, was das Ganze soll. Also soll es aufrütteln oder ist es ein Stück weit auch so ein eine Einladung, um sich zu trösten, um sich wohlfühlen und das Gefühl haben, ja, es könnte ja auch anders sein. So ein bisschen Flucht vor der Realität. Also Stichwort Eskapismus. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Ich glaube, es ist schon Spiegel. Und ich glaube aber, das andere kann es durchaus auch sein. Also einmal hat mir das der Leif Rand auch so erzählt. Die News-Gegenwart ist großteils, oder sagen wir mal zu 90% schwer belastend. Und dann nimmt man Let's Talk About Feelings und schwimmt durch diese Gegenwart, leicht versetzt und hat eine etwas bessere Zeit und kann danach vielleicht einige Dinge relativieren und denken, hey, einiges könnte auch anders sein. Let's try again. Aha, ja, okay, also, ja, leuchtet ein. Was mir immer noch offen ist, ist auch so ein der Titel, oder? Let's talk about feelings. Ich habe ja schon gesagt, er hat eigentlich ein Problem mit seinen Feelings, der Marian. Redet es denn irgendwann über die Gefühle? Was ist denn, oder ist das einfach so eine Idee, die da eigentlich nie eingelöst wird? Wie ist das? Also Let's Talk About Feelings ist im Buch der Name von einem Podcast, wo Marian, sein bester Freund, der Pete, der gründet den Podcast, auch ungefähr in der Mitte vom Buch. Der erste Gast von dem Podcast ist Marian seine Halbschwester Teda, wo dann auch ein Paar wird mit dem Pete. Und irgendwie wird da beschrieben, über was die reden in diesem Podcast. Und ich bin nicht so ganz schlau daraus geworden. Geht es jetzt eigentlich wahnsinnig viel um Gefühl oder geht es eigentlich fast gar nicht um Gefühl? Also ich habe irgendwie probiert, also die Diagnosen herauszulesen. Eben, ist es einerseits ein Plädoyer, mehr über Gefühl zu reden, oder ist es dann doch auch so die Feststellung, dass alle auf einmal nur noch über Gefühl reden? Was ist das eigentlich? Ich persönlich habe es mehr so gelesen, dass die Figuren zu wenig ein Gespür haben, für wie sie sich fühlen und dass auch zu wenig kommunizieren können, oder mindestens der Marian. Es ist aber interessant, was der Leif Rand dazu gesagt hat, weil für ihn ist es recht etwas Ambivalenz. Ich weiß nicht genau, was wahr ist. Also zu sagen, eine übliche Frage ist jetzt auch, die mir dann oft gestellt wird, reden wir gesellschaftlich zu viel oder zu wenig über Gefühle? Und die richtige Antwort ist, glaube ich, beides stimmt. Weil einerseits sind wir ständig mit Emotionen konfrontiert, also spätestens wenn wir uns über unsere Handys beugen und irgendeine App öffnen, seien es jetzt News oder seien es Social Media, was ja irgendwie mittlerweile sehr Hand in Hand geht. Und es wird eigentlich alles über Emotionen verkauft, also auch Nachrichten, weil sie auch auf Klicks basieren. Allerdings ist dann so das Zwischenmenschliche, oftmals sind, glaube ich, Leute auch müde von all diesen Emotionen und schweigen sich lieber aus, wenn es um wirklich persönliche Probleme geht, weil man sich auch vielen Leuten, die man so im Alltag trifft, gar nicht so sehr öffnen möchte. Gleichzeitig ist man beballert mit Emotionen auf allen Ebenen und Leute sind dünnhäutig und hochemotional. Ich glaube, insofern ist beides gleichzeitig wahr. Ja, und da spielt natürlich auch der digitale Wandel jetzt wieder eine entscheidende Rolle, gerade für unsere Zeit, die eben sehr auf Äußerlichkeiten ausgerichtet ist. Man muss etwas sein, wo man vielleicht gar nicht ist und verliert dann, so habe ich jetzt den Leif Rand verstanden, auch ein Stück weit vielleicht den Zugang zu den eigenen Gefühlen oder die Gefahr mindestens besteht. Ja, also die Rolle der Medien und insbesondere eben von den sozialen Medien, das ist wirklich etwas, wo ich gemerkt habe, das treibt den Leif Rand um und er beleuchtet das auch recht kritisch in seinem Buch, wenn man sich genau achtet. Ich finde das recht interessant, weil auf eine Art ist das eigentlich nur so Teil vom Hintergrundrausch. Also es ist irgendwie fast, es gehört so ein bisschen zu den Kulissen. In dem Buch hat man das Gefühl, ja, die haben halt die ganze Zeit ihre Handys in der Hand, haben wir ja auch. Und das ist einfach Teil von dieser Welt. Aber dass das eben etwas bedeutet und dass das am Leif Rand auch wirklich wichtig ist, was das mit diesen Figuren macht, das habe ich dann in unserem Gespräch schon gemerkt.
Ja, und das ist auch natürlich wie so ein kollektives Trauma, das die Gesellschaft gerade so verarbeitet, auch wenn es jetzt seit 20 Jahren läuft. Also sagen wir, wann kam Facebook? 2007. Und ich glaube, das ist noch eine Sache, die wir kollektiv so verarbeiten oder mit der wir noch akut umgehen. Und da gleichzeitig kommen die künstlichen Intelligenzen so als nächste Revolution, noch größere Revolution dazu. Ich finde es hochspannend, aber macht sich das irgendwie auch teilweise zu wenig bewusst, wie heftig die technologischen Revolutionen sind und wie heftig uns das alle beeinflusst und verändert. Und das ist dann auch etwas, deshalb auch Let's Talk About Feelings, glaube ich, weil das natürlich unsere Gefühlslandschaft massiv beeinflusst. Oder wie sagte ein Psychologe neulich, es gibt sozusagen ein großes soziales Experiment ohne Kontrollgruppe. Weil die Kontrollgruppe sind höchstens ein paar sehr alte Leute, die halt nicht mitmachen. Man setzt die ganze Gesellschaft und vor allem auch die Kinder und Jugendlichen natürlich einer Entwicklung aus, wo wir nicht wissen, wie es rauskommt. Da bleibt das Prinzip Hoffnung. Wie ist denn das Buch geschrieben? Das tönt auf die einen Seite schon sehr ernst und ernsthaft. Andererseits bietet es natürlich auch Stoff zu Satire und wenn man auch die überzeichneten Figuren oder die prototypischen sich anschaut. Also die Berliner Menschen und der Modeverkäufer. Genau, es ist ja auch so ein bisschen klischiert und er ist sicher ein guter Schriftsteller, der also einfach Klischees transportiert. Das wird ja eine Funktion haben. Das ist also eine Satire. Man kann das sicher satirisch lesen. Ich glaube, es ist ein Buch, das sich ein bisschen sperrt gegen so ganz klare Genrezuordnungen, weil es wie von verschiedenen richtigen Sachen drin hat. Also es ist sicher ein Buch, das auch sehr viel gesellschaftlichen Gehalt drin hat. Ich glaube aber, der drängt sich nicht unbedingt auf. Also man muss den sehen wollen, dass man ihn findet. Und gleichzeitig ist es auch einfach ein schönes, schön gemachtes Buch, ein lustiges Buch, auch ein Stück weit, weil eben er hat vorher gesagt, slightly bessere Realität. Ein bisschen bessere Realität, oder? Er erzählt das schon auch sehr witzig. Du hast das Stichwort Satire gebracht. Man merkt, dass die Figuren, wie die sich verhalten, zum Teil auch ihrer Unbeholfenheit, das ist schon auch lustig. Also ich habe da noch eine zweite Textstelle dabei. Der Marianne und der Pete sind miteinander jetzt eben am Reisen. Sie sind in Japan und stehen gerade in der Garderobe von einem Onsen, also von so einem öffentlichen Thermalbad. Und hier zieht man jetzt komplett blank, oder was? Fragte Pete, während Marians Blick über die vielen nackten japanischen Männer in der Umkleide wanderte. Einige von ihnen waren weit über 1,80 Meter hochgewachsen, aber dabei so schmal gebaut, dass sie dennoch nicht viel mehr als 65 Kilo wiegen mochten. Und die wenigen, die nicht vollkommen dünn waren, hatten runde, feste Bäuche und eine enorm ebenmäßige Haut. Marian fand, dass diese japanischen Körper im Schnitt sehr viel schöner aussahen als die Körper der Europäer und Amerikaner mit ihren glatt ausrasierten Schambereichen, die ihm zuletzt in Berliner Saunen begegnet waren. Er betrachtete seinen eigenen leicht behaarten Bauch und fühlte sich weniger schön. Aber diese Beobachtung erzeugte kein Leid. Es erleichterte ihn eher, sich selbst weniger schön zu finden. Pete und Marian schlossen ihre Kleidung in einem Spind ein. Und dann schauten sie sich gegenseitig, so wie sie es im Spaß zuvor verabredet hatten, für eine einzige Sekunde zwischen die Beine. Ja, das ist wirklich witzig. Aber auch da, oder? Die Äußerlichkeit. Es geht immer, wie sieht man jetzt aus? Ist man da im Schambereich ausrasiert oder auch nicht? Wie sieht so ein Körper aus? Wie ist denn das sprachlich? Also, das bietet ja jetzt schon eine Plattform, es muss alles so schön abtemperiert und dämpft sein. Das ist ja die Sprache, habe ich jetzt so das Gefühl. Oder interpretiere ich jetzt das nur? Eigentlich auch. Also so der Akkord zwischen Form und Inhalt, der sucht offensichtlich der Live-Rand auch. Den findet er auch, finde ich. Ich glaube, du interpretierst überhaupt nicht über. Also das deckt sich sehr fest mit der Erfahrung, die ich beim Lesen hatte. Es ist wirklich alles so ein bisschen abgedämpft. Es gibt ja nichts Extremes da drin. Und das kann auf eine Art anstrengend sein, das sehe ich. Gerade auch, wenn man jetzt an so ein Buch angeht und zum Beispiel einen schnellen Plot, irgendwie eine ganz stringente Handlung, die Fürschi geht und irgendwie sich die ganze Zeit Sachen entwickelt, wenn man das sucht, dann wirst du enttäuscht, oder? Also, es ist ein Buch, das wirklich auch mit so langen Passagen spielt, wo wenig passiert. Und ich finde das recht interessant, weil es auf eine Art das Ennui-Gefühl so von dieser Langweile oder so Lebensgleichgültigkeit, wo ich dem Marianne ein Stück weit schon attestiere,
erlebbar macht beim Lesen. So schön umschrieben, dass das Buch langweilig ist, habe ich jetzt das schon lange nicht mehr gehört. Ich glaube von dir jetzt. Ich glaube, es ist auch nicht per se langweilig. Ich glaube, man kann sich langweilen, wenn man dem Buch zu wenig zutraut. Also in der Langweile versteckt sich eigentlich eine Spannung. Ja, und ich glaube, je länger man darüber nachdenkt, was da alles drinsteckt, desto mehr gönnt es an Tiefgang. Und du hast ja gefragt, wie ist es sprachlich gemacht. Was schon auffällt, ist, wie viel, das haben wir jetzt in diesen Stellen gar noch nicht so gehört, wie viel wirklich Namen von Produkten, von Marken, von Designerinnen, Popkultur, von Preisen genannt werden. Ganz genau, von Popkultur. Also da fällt dann auch auf, da kommen zum Teil Marken vor, die es gibt, Marken, die es nicht gibt. Da ist auch wieder der leichte Bruch mit der Realität. Wir können dazu sonst auch noch ein Beispiel hören, kurz. Das ist eine Stelle, wo der Marian mit seinem Halbbruder, mit dem Colin, das ist der aufstrebende Politiker, auf Shoppingtour geht. Also eigentlich hat er den Colin bei sich im Laden in seiner Boutique, die heisst Kenting Beach Boutique, soll neu einkleiden. Das geht aber schief, weil der Colin in diesen Designerkleidern irgendwie immer aussieht, wie wenn er einfach eine Verkleidung anhat. Und darum entschliessen sie sich dann anders. Dass die beiden Brüder letztlich unbeschadet aus diesem frühlingshaften Sonntagnachmittag in der Kenting Beach Boutique hervorgingen, lag vor allem an Marians Initiative Colin Planänderung, was machst du morgen früh? Daran, dass sie sich am Montagvormittag am Alexanderplatz vor C&A wiedersahen. Sie besuchten 3 Geschäfte, Uniqlo, C&A, TK Maxx, und kauften für Colin insgesamt 9 Kleidungsstücke, 2 Hosen und einen Trenchcoat bei Uniqlo, 2 Baumwoll-Acrylpullover und 3 bemerkenswert gut geschnittene Hemden bei C&A sowie bei TK Maxx einen dunkelroten Blazer von der Goldlabelstange. Nach gerade einmal 2,5 Stunden waren die 9 Kaufentscheidungen, die sich für Colin impulsiv anfühlten, aber von Marian gut durchdacht waren, allesamt getroffen und überschaubare 510 € investiert. Colin würde bei bevorstehenden Dates und etwaigen Presseterminen, die durch sein wachsendes Engagement bei Progress 16 auf ihn zukommen könnten, niemals verkleidet, sondern stets modern und sympathisch aussehen. Im Anschluss kehrten die beiden zum Mittagessen in der obersten Etage bei Galeria Kaufhof ein. Ja, also das ist jetzt sehr eine typische Stelle, die du da mitgebracht hast, oder? Wo man die Bezüge zur Massenkultur sehr gut gehört. Also das gibt ja in dieser Popliteratur Bezüge zu Marken, Film, zur Musik. Wir haben das ja schon mal gehabt mit einem Buch, das du mitgebracht hast, vom Eckhard Nickel, Spitzweg. Dort ist ja auch um das gegangen. Dort haben wir auch über das geredet, weil der Eckhard Nickel halt auch einer ist, der früher dafür bekannt war, dass er popliterarische Romane geschrieben hat. Ja. Und das ist natürlich manchmal auch zu verstehen als Kritik am Überkonsum, an der Konsumversessenheit von unserer Gesellschaft. Ja, also das ist für den Live Rand, glaube ich, etwas, was schon eine Rolle spielt, aber jetzt nicht im Sinn von die schlimme Konsumgesellschaft ganz schlimm anprangern, sondern mehr auch, habe ich gemerkt in unserem Interview, es geht ihm darum, das zu etwas Normalem zu machen, wo man halt auch darüber schreibt. Der Popliteraturbegriff ist für mich überwiegend positiv besetzt. Wenn man ihn jetzt, ich meine, das ist auch eine Sache, die mich so ein bisschen ermüdet und nervt. Die meisten Leute sehen nur die Popliteratur der 90er Jahre. Und dann damals war es dann irgendwie im deutschsprachigen Raum provokant, wenn Markennamen benutzt werden. Und es scheint für einige Leute immer noch provokant zu sein, wo ich denke, also was ist denn mit euch los? In welcher Realität lebt ihr, wenn ihr keine Sensibilität für die Konsumgüter habt, die ihr täglich benutzt, wenn euch die quasi egal sind? Klar, können sich die Leute vielleicht erzählen, dass sie nicht oberflächlich sind, weil sie sich nicht für Produkte und Konsum interessieren, auch wenn sie ihn täglich machen. Und dann machen sie ihn halt unbewusst. Und da bin ich teilweise schon schwer genervt. Also ich persönlich lebe in einer Welt, die ist voller Kaufentscheidungen im Supermarkt und beim Handyvertrag. Und man ist umgeben von Werbung. Man kann diese Welt natürlich man kann die Welt abtun oder man kann sich mit ihr konfrontieren und sie auch freudvoll nutzen. Also der Live Rand plädiert für einen unverkrampften Umgang auch mit Markennamen in der Literatur. Sag jetzt einmal, es ist ja ganz Verschiedenes. Der Roman ist einerseits sicher ein Generationenroman, er ist auch ein zeitgenössischer Roman, er ist auch ein Roman, der eine Alternative zur Gegenwart zeigt. Er ist auch ein packender Roman in seiner Langweile. Das hast du jetzt schön zusammengefasst, ja. Gell, haben wir Mühe gegeben. Aber wie ist denn das Entwicklungspsychologische für die Zeit, so Anfang 40?
Du hast das noch vor dir, etwa 10 Jahre. Bei mir ist es schon über 10 Jahre her. Kann man das Buch tatsächlich so als Klippenroman auch verstehen? Ich glaube, das kann man schon. Auch wenn ich muss sagen, ich wünsche mir nicht unbedingt Anfang 40 so zu sein wie der Marianne. Aber ich glaube, es sind total glaubwürdige Stellen, oder einmal für mich, die das noch nicht erlebt hat, wo ich mir vorstellen kann, das könnte mal ein Thema werden oder irgendwie in einem Leben wird einem das vielleicht einmal noch umtreiben oder man kommt vielleicht an einen Punkt, wo man merkt, wieso bedeutet mir eigentlich Gefühl nicht mehr so viel oder mega viel? Ich meine, das kann ja auch in die andere Richtung gehen. Aber wie siehst du das in der Rückschau? Also, ich finde, 40 war nicht so eine wahnsinnige Klippe. Es ist eine Zeit, natürlich, Logo, wo ganz ein Haufen passiert, die Sachen, Karriere, vor allem auch bei der Familie. Also da sind Kinder auf die Welt gekommen. Das ist verbunden mit Umbrüchen, mit Neuorientierungen, das schon. Aber es ist das Gegenteil von dem bei dieser Figur passiert. Dass da der Zugang zu den eigenen Gefühlen auf das Mal einschläft, sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also es war ein Trip gewesen. Es war eine Selbsterfahrung gewesen, dort mit 40. Aber sag jetzt. Das wäre vielleicht auch eine Generationendiagnose, auch wenn es nicht so eine schöne ist. Ja. Können wir ja so stehen lassen. Aber sag jetzt mal, du hast am Anfang 5,3 Noten gegeben. Bis zum 6 fällt jetzt noch 0,7. Es ist so eine Leseempfehlung von dir mit Vorbehalt. Kannst du das jetzt nochmal auf den Punkt bringen? Ja, den Vorbehalt gibt es einfach, weil man sich darauf einlassen muss. Ich glaube, wenn man das nicht will, besteht schon ein bisschen das Risiko, dass es einem anödet. Aber es ist eine schöne Erfahrung, es ist gut erzählt, es ist witzig erzählt und was man auch spoilerfrei kann sagen, es kommt ziemlich sicher alles gut für die Figuren. Das ist ja auch noch schön. Also einfach so die Perspektive, die suchenden Figuren, die finden ihren Weg. Also vielleicht so ein bisschen einen hoffnungsvollen Ausblick. Es soll ja okay sein. Haben wir gehört. Let's Talk About Feelings vom Live Rand, rausgekommen beim Kiwi Verlag. Um diesen Roman ist es gegangen in dieser Episode von unserem Podcast Literaturclub 2 mit Buch, mit mir, Felix Münger. Und mit mir, Simon Lütold. Die Passagen aus dem Buch hat der Kurt Grünenfelder gelesen. Produktion von dieser Episode Katja Schönherr, Sounddesign Serge Krebs. Alle Angaben zu dieser Episode und also den Büchern, die wir darüber geredet haben, findet man wie immer auf srf.ch/literatur. Und euer Feedback nehmen wir weiterhin gerne entgegen. Schreibt uns ein E-Mail auf literatur@srf.ch. Und ich sage Tschüss miteinander. Ciao zusammen. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.